herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich habe heute ein ganz wichtiges Sujet, das ist aufgrund von den terroristischen Attacken von Paris, aber nicht nur, sie haben ein ganz paar Instrumente, die schon dezidiert waren, die aber nicht ganz gut funktioniert haben. Austausch von Informationen auf polizeilicher Ebene, auf Ebene von den Geheimdiensten, von den Services de Renseignement und so weiter. Das hat nicht gut funktioniert. An ein Sujet, den immer rumkommt, das ist der sogenannte Datenaustausch PNR. PNR will heißen Passenger Name Record. Das sind all die Daten, die am Anfang erfasst gehen, wann in ein Flugreis antritt. An hautunische Spezialist hat bei mir am Studio den Schattenberichterstatter war für TVP da auf dem Sujet. Mit dem zusammen will ich euch das ein bisschen erklären, weil das aber ein wichtiges Sujet ist. Einerseits für ein weiteres Instrument zu haben, für gegen Terroristen zu gehen, andererseits aber auch ein Instrument, das persönliche Freiheiten muss garantieren. Bei mir hier auf dem Plateau mein Kollege Axel Voss. Grüß dich, Axel, und vielen Dank, dass du mitmachst bei dieser Sendung und den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen die Problematik, die große Problematik ein bisschen näher darlegst. Du bist Spezialist in dieser Materie und deshalb vielen Dank, dass du da mitmachst. Ich denke, ich habe eine kurze Einleitung gemacht, aber ich denke, wir kommen gleich zu den Fragen. Dann kannst du das, wir holen ein bisschen weit aus und dann kannst du das vielleicht näher erläutern. Ja, gerne. Ich denke, vielleicht erst mal, um was handelt es sich hier konkret, um welche Daten und um welchen Austausch von Daten? Ja, also jeder, der heute in einem Reisebüro eine Reise bucht oder man ein Flugticket kauft, dort wird eine sogenannte Datei angelegt, was eigentlich als Service-Datei für die Airlines gedacht ist. Und da drin befinden sich so Daten wie Name, Adresse, wie hat man es bezahlt, fliegt man mit Gepäck, fliegt man in Begleitung, auf welchem Sitz sitzt man am Ende, gegebenenfalls, ob man bestimmte Hilfen braucht, etc. Und diese Daten, und wir sammeln innerhalb der Fluggastdaten 19 solcher Daten, die dann bestimmte Aussagen treffen können über bestimmte Verhaltensmuster. Und darum geht es eigentlich, um hier diejenigen, die mit dem Flugzeug unterwegs sind, genauer erkennen zu können, ob es sich dort um bestimmte verdächtige Personen auch handelt. Im Rahmen von Olympia 2012 in London hat man damals aufgrund auch dieser Daten durchaus 12 Mörder und Kriminelle auch aus dem Verkehr ziehen können. Und die werden letztlich nun gespeichert, diese Daten, und mit bestimmten objektiven Kriterien unterlegt, um zu sehen, wo ist vielleicht hier eine verdächtige Verhaltensweise, die man hier sich näher angucken muss. Jetzt gab es ja viele Kritikpunkte, viele Vorbehalte auch von den unterschiedlichen politischen Fraktionen. Was wurde im Endeffekt denn jetzt zurückbehalten? Auch diese innereuropäischen Flüge. Das war nämlich ein Thema, was mich auch persönlich stark interessiert hat. Ja, also sehr umstritten waren zum einen, wie weit sollen diese Flüge ausgedehnt werden? Sollen es nur internationale Flüge sein oder sollen es auch die intraeuropäischen Flüge werden oder sogar auch die heimischen Flüge, also innerhalb eines Landes selber? Das hat sich nun so herauskristallisiert, dass die innereuropäischen Flüge durchaus optional mit im Text sind, es aber den Mitgliedstaaten obliegt, ob sie das mit übernehmen oder nicht. Und von daher haben wir dort versucht, einen Kompromiss auch zu finden. Nächste großen Punkte waren natürlich die Speicherdauer dieser Daten, weil ja, ich sag mal, zu 95 oder 98, 99% werden diese Daten ja gar nicht benutzt, weil das ja nur objektiv an Kriterien heran irgendwas herausspringt sozusagen. Deshalb haben wir da eben die Überlegung, wie lange darf man oder soll man das auch aufheben. Da haben wir uns jetzt auf 5 Jahre geeinigt, wobei es nach einem halben Jahr schon eine Maskierung dieser Daten erfolgen soll, sodass man also die Klarnamen auch schon gar nicht mehr sieht. Der Datenschutz an sich, das heißt der Respekt eigentlich vor der Privatsphäre, ist nicht nur den Luxemburgern, sondern auch den Deutschen oder den Europäern insgesamt
ein großes Anliegen. Wurde jetzt mit dieser Gesetzgebung oder die zukünftige Gesetzgebung wurde damit den Ängsten, den Sorgen der Bürger Rechnung getragen und wurde das zu ihrer Zufriedenheit gelöst, diesen Schutz der Sphäre, der Privatsphäre? Ja. Also nach meiner Auffassung ja, weil zunächst einmal wir natürlich an diesen Kriterien, was Datensicherheit betrifft, also die technische Sicherheit, eigentlich große Anforderungen haben. Wir haben, was den Datenschutz als solchen betrifft, hinsichtlich der Speicherdauer uns eigentlich meines Erachtens an den Minimalmöglichkeiten orientiert, sodass also die Datenauswertung durchaus möglich noch ist, auch rückblickend, weil man ja nicht immer weiß sofort, wer dort eigentlich was Kriminelles vorhat. Und wir haben darüber hinaus auch die Anforderungen des Zugangs zu diesen Daten an sehr hohe und starke Kriterien angegliedert, sodass also es nicht jeder darf und bei bestimmten Zugriffen nur noch mal mit Genehmigung auch wieder gemacht werden darf und darüber hinaus die Leute, die dort zuständig sind, auch bestimmte Anforderungen erfüllen, sodass ich schon denke, dass hinsichtlich auch der Zweckorientierung und des Einschließens von nur bestimmten Straftatbeständen wir eigentlich das alles sehr gut reduziert haben, nach meinen Vorstellungen. Es gibt natürlich andere Vorstellungen, die noch weitergehen würden, aber dann kommen wir auch in einen Bereich, wo das Ganze ineffektiv wird. Und von daher, glaube ich, haben wir eigentlich hier ein gutes Mittelmaß gefunden. Das ist eigentlich schon ein bisschen die Antwort auf die nächste Frage. Das heißt, dieser Versuch des Gleichgewichts, hat es deshalb diese 5 Jahre gedauert? Oder wie kommt das zustande? Das klingt alles sehr plausibel jetzt. Aber warum hat das 5 Jahre gedauert, bis man da eine Einigung gefunden hat? Ja, ganz zu Anfang waren die politischen Auseinandersetzungen noch größer. Hinzu kam, dass der Europäische Gerichtshof jetzt mit 2 Urteilen zum Datenschutz auch noch mal die Messlatte sehr hoch gesetzt hat, sodass wir zunächst auch erst einmal gescheitert waren im Ausschuss selber, wobei das Plenum dann gesagt hatte, nein, es soll doch noch mal zurück in den Ausschuss gehen. Ja. Und dort haben wir den neuen Anlauf genommen, kamen nicht so richtig von der Stelle. Aber aufgrund der Anschläge in Paris wurde dann nochmal einfach das so in den politischen Mittelpunkt gerückt, dass wir sagen, jetzt müssen wir hier auch was tun. Man muss natürlich immer sagen, ein solches Instrument wird nicht alles verhindern können, aber es wird bei der Ermittlung hilfreich sein und es wird auch vielleicht bei der Verhinderung von zusätzlichen Straftaten ein Instrument sein, was dort hilfreich ist. Und jedenfalls aufgrund der Attacken nun in Paris, leider am Anfang dieses Jahres und dann nochmal am 13. November auch, hat das nochmal eine besondere Dynamik bekommen und eine besondere Bedeutung. Und dadurch kam es eigentlich jetzt erst auch zu der Notwendigkeit und der Einsicht, dass man doch hier was tun sollte, um vorangekommen ist. Ja. Genau. Aber insgesamt wird das trotzdem jetzt noch kritisiert von verschiedenen Seiten. Und besonders die Frage, wird jetzt jeder unter Generalverdacht gestellt? Diese Frage beschäftigt trotzdem viele Leute. Also ich halte das für Unsinn, weil eben ein Großteil dieser Daten eben überhaupt gar nicht betrachtet werden, sondern das läuft, ich sag mal so durch und nur da, wo ein solches Kriterium gesetzt wurde, springt das auf. Ich versuche mir das immer so ein bisschen so vorzustellen in der analogen Welt, dass man da, wenn der Polizist am Straßenrand steht und all die vorbeifahrenden Autos dort sich anguckt und aber nur den ins Visier nimmt, der nachts ohne Licht fährt. Also der ein Kriterium setzt, wo er ein Gefährdungspotenzial birgt. Ja. Und da wird es dann eben interessant, sich den mal genauer anzugucken. Und genauso wird das hier auch sein. Die anderen Daten und die anderen Autofahrer in dem Fall interessieren ihn gar nicht, sondern es ist nur der dort ein bestimmtes Kriterium gesetzt hat. Das heißt so ein bisschen ein rotes Lämpchen, das dann angeht, so mental gesehen, also und diesen Verdacht dann herauspicken wird. Also vielleicht als kleines Beispiel, derjenige, der sein Ticket bar bezahlt,
zahlt und ohne Gepäck fliegt und nur einen Hinflug hat, das sind eben so Kriterien, wo man einfach schon mal gucken muss, was genau macht der da? Wie kommt es zu dieser Konstellation? Vielleicht im Rahmen von Drogenschmuggel, wo die Erkenntnisse da sind, dass innerhalb eines bestimmten Reisebüros, ich sage jetzt mal in Kolumbien, dort die Drogenhändler ihre Tickets kaufen, dass man dann eben weiß, ja, in diesem Reisebüro werden diese Tickets verkauft, also gucken wir uns die auch mal näher an. Ja. Und der Mehrwert dieser Fluggastdaten liegt eben darin, dass man hier Erkenntnisse daraus gewinnen kann, die man aus all den anderen Daten, die da sonst noch existieren, eben so nicht bekommen kann. Und auch, man muss sagen, dass schon verschiedene Mitgliedstaaten so eine Datenbasis erschafft haben und auch der Austausch mit den Vereinigten Staaten schon stattfindet. Richtig, richtig. Und, wir selber haben den Austausch mit den USA, mit Australien und Kanada, was nochmal auf Eis gelegt wurde aufgrund jetzt eines Gutachtens des EuGHs. Aber grundsätzlich wollen wir jetzt ein eigenes System hier in Europa installieren. Und da haben wir manche Länder, die das schon in Betrieb haben, Großbritannien, Frankreich zum Beispiel, oder eben in der Erprobungsphase sind. Aber generell gibt es dort einfach den politischen Willen, hier besser sich aufzustellen, um eben gerade diese terroristischen Dinge besser in den Griff zu bekommen. Super, ich denke, du hast mit deinen Ausführungen sehr viele Sorgen der Bürger eigentlich ausgemerzt. Ja. Du hast mit deiner Fachkenntnis hier Rede und Antwort gestanden. Ich danke dir vielmals. Das ist immerzu interessant, auch, wie ich gesagt habe, Fachleute zu Wort kommen zu lassen, die nicht nur, wir arbeiten ja auf verschiedenen Themen. Du arbeitest auf diesem Thema jetzt länger, seit Jahren. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und wir sind kurz vor Weihnachten. Schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja auch. Ich auch daheim, liebe Zuschauer, liebe Leute. Von hier aus, wie gesagt, scheint nicht Jahr für allem aber für drinnen mal einen schönen Christtag, ein bisschen eng beruhig, eng ruhig, besinnlich Zeit, pardon. Und da dann voller Dynamik können das neue Jahr starten. Wir machen hier nicht viel Pause, das heißt, wir fahren hier 4 und bis die nächste Woche. Merci.